Hallo zusammen, ich bin die Bea. Mach dir's gemütlich, kuschle dich in deine Decke ein und lass gut zu. Heute erzähle ich dir ein neues Abenteuer vom kleinen Sternli Luna. Hoch oben am Nachthimmel hat das Sternli Luna wieder einmal fröhlich zwischen den Sternen getanzt. Die Wolken waren weich wie Watte und der Mond hat silbrig über die Welt glänzt. Und plötzlich hat Luna etwas gehört. Es war wie ein kleines Flüstern. Psst, Luna! Luna hat sich umgeschaut. Wer hat mich gerufen? Aber da war niemand. Wieder hat das Flüstern getönt. Psst, Luna, komm doch mal vorbei. Luna ist neugierig geworden. Sie ist am Mond vorbeigeflogen, durch silbrige Wolken und über glänzende Sterne. Bald hat sie weit unten etwas Funkelndes entdeckt. Mitten in einem dunklen Wald war ein wunderschönes Seeli. Es hat glitzert wie 1000 kleine Diamanten. Das muss der Mondsee sein, hat Luna gesagt. Langsam ist sie abgeschwebt. Am Ufer haben 3 kleine Häschen geschaut. Sie haben ganz sorgenvoll ausgesehen. «Was ist los?» hat Luna gefragt. Das kleinste Häschen hat auf den See gezeigt. Jeden Abend hat der See ein silbriges Licht auf der Wasseroberfläche, aber heute ist es verschwunden. Die Luna hat zum See geschaut. Tatsächlich. Kein silbriges Licht, kein Funkeln, kein Glitzern. Der See hat ganz still und dunkel ausgesehen. Vielleicht ist das Licht nur versteckt, hat Luna gesagt. Die 3 Häschen haben hoffnungsvoll genickt. Zusammen sind sie nachher am Ufer entlang gelaufen. Unterwegs haben sie eine Familie Frösche angetroffen. «Habt ihr silbrige Licht gesehen?» hat Luna gefragt. Die Frösche haben den Kopf geschüttelt. Wenig später haben sie ein Eichhörnchen getroffen. Aber auch das hat nichts gewusst von einem Licht. Luna hat langsam angefangen zu überlegen. Wo könnte das Licht nur sein? Gerade wo sie weiterfliegen wollte, hat sie dann etwas entdeckt. Zwischen den Schilfhalmen am Rand vom See hat etwas glitzert. «Schaut einmal!» Alle sind sofort dazugerannt. Und dann haben sie ein kleines, silbriges Licht gesehen. Es ist in einem Büschli Schilf festgehangen. Ganz verschüchtert hat es zittert. «Wer bist du?» hat Luna gefragt. Das Lichtli hat ganz leise gesagt: «Ich bin der Mondfunke. Jede Nacht tanze ich über den See und bringe das Glitzern aufs Wasser. Aber heute habe ich mich im Schilf verirrt.» «Darum hat der See nicht mehr glitzert», hat das eine Häschen ausgerufen. Der kleine Mondfunke hat traurig geschaut. «Ich habe den Weg nicht mehr gefunden.» Luna hat gelächelt. «Kein Problem, wir helfen dir.» Ganz vorsichtig haben die Häschen die Schilfhalmen auseinandergeschoben. Die Frösche haben mit ihren kleinen Füßchen auch mitgeholfen. Und das Eichhörnchen hat sogar den Rast auf die Seite gedrückt. Endlich war der Mondfunke wieder frei. Vor Freude hat er gerade ein paar kleine silbrige Kreise in die Luft gemalt. Dann ist er über einen See geschwebt und plötzlich hat das Wasser wieder glitzert.
Tausende silbrige Lichtpünktchen haben über der Seeoberfläche getanzt. Es hat ausgesehen wie Magie. Die Häsli haben gestrahlt, die Frösche haben fröhlich gequakt und das Eichhörnchen hat vor Begeisterung mit dem Schwanz gewedelt. «Danke», hat der Mondfunke gesagt. «Ohne euch hätte ich den Weg nicht zurückgefunden.» Die Luna hat in den See geschaut. Das glitzernde Wasser hat ganz ruhig ausgesehen. Der Mond hat sich drinnen gespiegelt und die Wolken sind langsam über den Himmel gezogen. Es ist wieder still geworden. Eine warme, friedliche Stille. Sternli Luna hat gewusst, dass jetzt alles wieder gut ist. Und sie hat sich von ihren neuen Freunden verabschiedet und ist langsam zurück in den Himmel geflogen. Bald hat sie wieder ihren Platz zwischen den Sternen gefunden. Unter ihr hat der Mondsee noch lang silbrig glitzert. Und irgendwo hat der kleine Mondfunke fröhlich seine Runde über dem Wasser tanzt. Und während die Sterne über deinem Fenster glitzern, passt das Sternli Luna